Also eines muss dem Spiel lassen, hey. Wir haben hier echt viele Möglichkeiten, uns einen Weg zu wählen. Bereits hier auch wieder. Nehmen einen kürzeren Weg, einen längeren Weg. Ich denke, beide Dinge sind Vor- und Nachteile. Ja, wollen wir sehen, was? Ja gut, längeren Weg. Lass uns den längeren Weg durch das Tal gehen. In Ordnung. Tja, und los geht's. Dumm ist ein Bildschirm, wie es aussieht. Und gespeichert war irgendwie klar. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ein schöner Ausblick, was? Ich bin nicht wegen dem Ausblick hier. Na, dann komm. Aufgepasst jetzt. Kann sein, dass hier auch noch besonders fiese Viecher rumlaufen. Wow, voll durch die Kehle durch. Wieso muss eigentlich immer ich die Prügel einstecken, mal ganz ehrlich. So, das Scavenger ist eigentlich nichts Besonderes. Ja, je. Oh, mal ganz kurz, da war noch was. Ne, Schädelblüte hat mein wachsames Auge erblickt. Ne Ente. Gebratene Enten, Orangensoße wäre jetzt was. Na, sieh mal einer an. Ist klar, trefft gar nicht mehr. Er steht noch. Wow. So Power hat, muss man ihm lassen. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rauf. Gut, dann weiter. Fast vergessen. Wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. Was ist Reaktor? Okay. Das sind ja wohl die High-End-Magier, was? Alter, was eine Aussicht. Und da sind wir. Bei den Magiern. Kommt mir bekannt vor. Echt? Mir also gar nicht, aber okay. Was ist denn das hier? Zauberaltar. Teleporter Magierfestung. Teleport schon einsetzen? Ne, lieber nicht. Das ist ein bisschen gefährlich. Wer weiß, wo ich dann hingeportet werde? Das, nee, lieber nicht. Beziehungsweise noch nicht. Können wir noch machen später. Okay, was denn hier noch schön ist? Ist eine Riesenratte da, oder was? Ein Gürteltier. Oh, armes Tierchen. Und was hast du Schönes für uns? Rohes Fleisch, wenn er hier mal eine Grillstätte was sehen würde. Oh, war jetzt das klug? War jetzt das klug? Autsch. Blöde Frage, war. Ich erwisch dich doch. Mann, ey, dass Viecher immer unterschiedlich schnell sind. Ja, also das teilweise abzuschätzen, wann greift ein Vieh an, wann ist es schneller, aber nicht schneller oder so, ist teilweise echt noch ein bisschen schwierig. Oh, was ist denn das hier drüben? Eine Geisterblume. Jetzt muss ich da so einen Grog nehmen, toll. Weil den Grog nehme ich nicht in Ruhm, aber okay. Aber so mit? Nö, okay, ich gehe alleine. Bin ganz mutig. Jetzt noch. Wer schreit denn da? Gegen wen kämpfen die denn? Okay, sind ja solche Viecher. Wow. Mann! Alter, brauchen die lange bis ein... Wer ist denn das, der so plötzlich hilft? Brown? Was bist du? Bist du auch hier, um meine Seele zu fressen? Also nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir trauen?
Vielleicht bist du auch nur hier, um zu den Pilzen zu beten? Hä? Okay. Erinnert mich da ein bisschen das, was unser Arzt war, muss man so ausdrücken, vorhin erzählt hat. Ich glaube, wenn wir ein bisschen länger warten, werden wir auch so wie er. Servus. Was erzählst du da? Ich? Nichts. Ich erzähle nichts. Du verwirrst mich. Warum verwirrst du mich? Dein Kopf, er dreht sich im Kreis. Ich habe Angst. Eigentlich sind wir diejenigen, die hier gerade Angst haben. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Niemals. Sehe ich etwas aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst. Aber Raka, dieser Gnom, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Er kann dein Gehirn aufweichen. Aha. Es ist wahr. Komm ihm bloß nicht zu nahe. Alles klar. Bei dir ist doch eine Schraube locker. Ich weiß. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich bin zusammen mit Raka in diese Höhle geschwebt und plötzlich, bäm! Ich glaube, die Pilze hier haben dir nicht gut getan. Pilze? Du bist doch kein Pilz. Jetzt dreh mal nicht durch hier. Ich werde auf jeden Fall keinen Schritt mehr hier rausgehen. Schraube locker? Wohl ja ein ganzes Werkzeugset. Wo ist dieser Gnom? Oh, das willst du gar nicht wissen. Er bewacht den unteren Ausgang dieser Höhle, damit ich nicht zurück kann. Er hat mir meinen Rückweg abgeschnitten. Böser Gnom. Ich werde dafür sorgen, dass der Gnom abhaut. Man haut keine Gnome. Hat dir deine Mutter denn gar nichts beigebracht? Warte einfach hier. Die Jugend. Sag dem Monster, dass er ins Lager gehen soll. Hier kann ich nicht mit ihm reden. Der gefährlichste Gnom der Welt. Der will also gleich mal gucken, was für ein Gnom sein soll. So, Geisterblume, Dunkeltüre. Okay, dann nichts mehr. Sind bereits im Arsch. Gnomi. Wow. Boah, nicht schon wieder. Wow. So, komm schon. Und stirb. Ups, die Ratte. Nein, ich wollte die Ratte nicht treffen. Ich hab die Ratte getroffen, die arme Ratte. Ach, was soll's. So. Wo ist dieser böse Gnom? Ein Pilz. Überall Pilze dran. So, das ist der Gnom, ja. Raka. Oh, noch ein Homie. Raka hat Angst. Ihr Homie ist verrückt. Ihr alle verrückt. Nicht alle, Kumpel, nicht alle. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur noch wirre Sachen. Raka befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Raka möchte weg hier, aber Raka will seinen Homie nicht alleine lassen. Homie. Was wolltet ihr in der Höhle? Raka ist Gno von Brownie. Wir sollten Hohlendingi von Hafen. Auf Rückweg ins Lager, meinte Brownie. Hey, lass uns gehen durch die Höhle. Plötzlich ist Brownie gestolpert und mit Gesicht in Pilze gefallen. Erzähl weiter. Nachdem Brownie in Pilze gefallen ist, Raka wollte ihm helfen. Aber Brownie schreit Raka an. Geh weg, furchtbares Monster. Lass Freunde in Ruhe. Raka kriegt Angst und geht aus Höhle raus. Raka war hin und her gerissen, wollte Brownie nicht alleine lassen, aber auch Hilfe holen. Aber dann du gekommen. Ich werde mal mit Brown reden. Dieser Homie will Raka helfen? Danke. Bitte mach, dass Brownie wieder normal wird. Sag Brownie, dass er ins Lager gehen soll. Das könnte schwierig werden. Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Hä? Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka? Das ist Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homie. Hier hast du Oro. Oho, Golderz, cool. Okay, der Raka geht jetzt also. Der kleine Raka. Achso, der wäre kürzer weg gewesen. Jetzt verstehe ich jetzt bereits hier unten wieder.
Ja, so, da hat gerade Hilfe bekommen jetzt hier raus. Aber ja, jetzt ist natürlich alles klar. Alles supi-dupi. Gut, jetzt der Tür natürlich wieder ein bisschen durchgeknallt und so. Aber das haben wir gleich. Hallo, wo bist du denn, kleiner durchgeknallter Typi? Raka sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Mach du mal. Die Pilze haben dir Gold. Ich frage gar nicht mehr nach, ey. Das ist mir zu verrückt. Okay, Baker gehen wir. Und so in die Baker Street. Hat auch schon mal bessere Sprüche. Ich weiß. So, hier ist nur noch der Vogel rumliegen, war. Was noch? Rupfen? Vogel. Da war eine Spinne. Entschuldigung. Ich wollte nicht diskriminieren. Nun gut. Also endlich mal ab ins Lager. Noch knapp 8 Minuten Zeit für den Part. Das dürfte also reichen, um ein bisschen uns hier umzuschauen. Wir sind da. Willkommen im Lager. Sieh dich erstmal um. Ich muss noch was klären. Wir sehen uns dann. Alles klar. Und vielen Dank. Okay, eine Voodoo-Puppe. Natürlich klar bei den Magiern. Haben wir eine Kiste. Eine Truhe ohne verschlossen. Sehr gut. Käse, grob Scheifeder. Natürlich alles mitnehmen. Dankeschön. Na, hast du Frischfleisch mitgebracht? Wie läuft's am Hafen? Da unten habe ich alles im Griff. Aber ich hörte, hier oben herrscht das totale Chaos. Bist du nur gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Kommt darauf an. Hast du meinen Rum? Natürlich, es ist alles da. Ausgezeichnet. Dann will ich mal wieder. Was mit mir? Hallo? Führung zurück und so? Hast du dich im Magierlager umgesehen? So ist es. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Ich für meinen Teil finde, es gibt nichts Besseres, als ein Wächter zu sein. Du solltest dir überlegen, dich uns anzuschließen. Ja, durchaus. Durchaus, besser ein bisschen umgucken. Du verschmutzt den ganzen Boden. Ach nee, da gibt's nicht. Jetzt haben wir wieder so eine typische Hausfrau. Ist klar. Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. Ha, von wegen. Ihr Männer habt nie saubere Schuhe. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe draußen. Der arme Mann. Was macht Talbot so? Ein Nichtsnutz, das ist er und mehr nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum, anstatt mir mal im Haus zu helfen. Ein armer Mann. Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man es schaben und kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Ja, kommt natürlich drauf an, was man da definiert. War ich mal, du machst gerade auch einen ziemlichen Aufstand und kratzt und naja, ist egal. Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Ist auch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Na, ganz toll. Vom Captain zum Hausmann. Alter Schwede. Band 2, sehr gut. Noch eine Spruchrolle. Und ein Bett. Nee. Aufstehen kann man schon. Raus, da ist nicht dein Bett. Du kannst vom Ehebett pennen gehen, ist klar. Nun gut. Hinterm Haus soll also etwas sein. Was ist das? Ein Gürteltier ist es, na und? So, Problem gelöst. Auch klar war, erstmal Gürteltier töten. Ja, muss leider so gehen, weil sonst die Quest nicht erfüllt. War einfach nur zur Dame hingehen und sagen, ja du, ich habe das Problem gefunden, ist ein Gürteltier. Geht natürlich nicht, nee. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. Tatsächlich? Ja. Es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat.
Ha, ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier, nimm das als Belohnung. Das war ein seltsamer Grafikfehler. Gut, einen rohen Fisch mitnehmen. Ah, das kann ich da. Oh, ist das geil. Okay, du kannst natürlich braten, ist ganz klar. Gut, wieso eigentlich nicht? Ist das geil, ist das geil. So, dankeschön. Einen rohen Fisch noch mitnehmen. Das ist nicht in Ordnung. Doch, doch. Wie soll es nicht in Ordnung sein? Wieso schmeckt doch ganz gut? Ja. Mann, da. Ja, soll zum Abendessen gehen? Kannst du bitte mit der quatschen? Zieh deine verdammten Schuhe aus! Ja, ist ja schon gut. Weißt du, was ich gerade getan habe? Ich habe jemanden dafür bezahlt, deinen Job zu machen. Was hast du? Ist was? Ich arbeite. Nee, du streitest. Für mich sah es so aus, als stehst du nur so rum. Ich stehe nur rum. Ich sorge dafür, dass jeder dort ist, wo er hingehört. Ohne mich würde der Laden hier gar nicht laufen. Okay, und jetzt erzählst du mir, wer hier wirklich das Sagen hat. Ja, du meinst General Magnus, nehme ich an. Der steht meistens drüben auf dem Platz vor der großen Halle der Magier. Alles klar, weitermachen. Ja, ich habe noch zu tun. Man Ich werde sieht's. mal weiter die Augen aufhalten. Okay. Schon gut, reg dich nicht so auf, Schatz. Wenn ich dich noch einmal mit Ah, ich bin so froh, dass ich verheiratet bin. Hey, den Quatsch tue ich mir nicht an. Nee. Du. Oh, 10 von 30, verdammt. Kann ich irgendwie ein bisschen erhöhen? Da muss langsam mal gehen. Fingerfertigkeit war Schlösser knacken. Naja, ist 20. Verdammt. Allein Diebeskünste, Meisterdieb, alles um 0 von 00000. Aber ja, klar. Kann noch gar nichts. Ja, kann ich übernehmen. Dankeschön. So, und jetzt? 20 von 30. Ja, immerhin schon ein bisschen was. Wer bist du jetzt? Frink. Ah, ein neues Gesicht im Lager. Bist du der Ersatz für Gareth? Wer ist Garl? Nicht, dass ich wüsste. Ach, verflixt. Ich hatte gehofft, dass endlich jemand seinen Posten übernehmen würde. Muss ich mich wohl weiterhin mit diesem Drückeberger rumschlagen? Was für ein Problem hast du mit Gareth? Eines? Hunderte. Selbst die einfachsten Sachen kriegt er nicht hin. Hier herrschen klare Regeln und wenn diese nicht befolgt werden, dann ist ja bald der Ofen aus. Von welchen Regeln sprichst du? Na, dann sperr mal deine Lauscher auf. Erstens, das Wort der Magier ist Gesetz. Zweitens, die Förderung von Kristallen hat die höchste Priorität. Und drittens, man hat auf dem Posten nicht einzupennen. Okay, ich hab's kapiert. Ach, hast du? Wie lautet dann die erste Regel? Das Wort der Magier ist Gesetz. Absolut richtig. Ohne eine strenge Befehlskette läuft gar nichts. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Brauchst du Hilfe? In der Tat. Ich warte seit einer Ewigkeit auf eine Lieferung Kristallbeutel aus der Lagermine. Da ich nicht damit rechne, dass Gareth sie liefert, wirst du sie mir liefern. Es würde sich für dich lohnen. Mein Wort hat hier im Lager Gewicht. Das klingt doch schon mal... Sehr gut. Ich bin nur deine Kristallbeutel, Ich okay. bringe dir deine Kristallbeutel. Ausgezeichnet. 4 gefüllte Beutel sollten reichen. Und immer dran denken, die Förderung von Kristallen genießt... Ja. Neue Quest, die Lagermine. Okay, direkt mal angehen, weil ich glaube, das kann noch ziemlich wichtig sein und vermutlich relativ schnell gehen. Okay, also doch, Moment, das stimmt natürlich. So, das heißt, nee, das war etwas anderes. So, da Wanden, da der Schatten. Bei uns halten, hat schon einige Erfahrungen mit dem Schattenreich gemacht. Kristalle sind für immer. Wo wäre das denn jetzt? Ja, das steht ja alle, also von dem her. Ja, mal auf Laufende. Kristalle sind für immer, doch das.
Nee, ist nicht das, was er gerade gemeint hat. Ah, das ist es. Gut. Ganz kurz mal gucken. Wo ist denn das jetzt auf der Karte? Ja, bin dann direkt mal richtig, wa? Und ich bin hier, muss da rein. Sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Neue Quest, die Lagermühlen, doch die werden wir erst in den nächsten Part angehen und natürlich auch mal gucken, was wir eigentlich so machen können hier im Lager der Magier. Was bedeutet es, sowieso ein Wächter zu sein und so weiter und so fort. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Risen 3 Titan Lords im Lager der Magier. Der Himmel immer noch ein bisschen bewölkt. Naja, leichte Schauer habt ihr ja vorausgesagt, wa? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.